Ciao, ihr wunderschönen Menschen, willkommen bei einem neuen Battlefield 3 Multiplayer. Heute, ich weiß nicht, was es gerade für ein Match ist, gerade war es Scavenger, jetzt ist es was anderes. Ja, Conquest oder irgendwas. Und heute geht's um eine Frage, die mich persönlich beschäftigt. Heute geht's um die Frage, ob der Singleplayer in Spielen ausstirbt. Und ich meine jetzt die Spiele, die jetzt Singleplayer und Multiplayer haben. Das meine ich deswegen, weil es wäre ja doof, wenn man jetzt sagt, ja, Hitman Absolution, stirbt da der Singleplayer aus? Nein. Also ich meine jetzt so Spiele wie Battlefield, Call of Duty zum Beispiel. Call of Duty, so spricht man es ja aus in der gehobenen englischen Sprache. Und das interessiert mich wirklich, weil ich weiß nicht, wie viele von euch spielen denn noch den Singleplayer-Modus von zum Beispiel MW3, Battlefield 3, Black Ops 2, ja, habe ich alles nicht gespielt. Mein letzter Singleplayer in solchen Spielen war wirklich, was war das? Black Ops 1 und davor MW2. Ja, das war mein letzter Singleplayer-Modus in solchen Spielen. Ich habe ja andere Sachen gespielt, natürlich Hitman Absolution Story, Assassin's Creed 3 Story und so weiter. Also Story-Spiele spiele ich schon noch, ja. Aber ich spiele einfach solche Spiele nicht mehr, die Story, wo ich auswählen kann. Multiplayer, wo eigentlich viel drauf Wert gelegt wird. Oder Singleplayer, ja. Und da vernachlässige ich einfach Singleplayer, weil ich weiß nicht, ich finde halt irgendwie, ja, unrentabel, ja gut, langweilig könnte man sagen. Weil ich sehe es halt nicht ein, dass ich mich irgendwie langweilig hier... Geh mir doch aus dem Weg, meine Fresse. Ich sehe es nicht ein, dass ich mir irgendwie langweilig 6 Stunden vor einen Singleplayer setze, der zwar gut sein mag, der Action sein mag, das kann schon sein, alles, das ist schon schön. Geh doch weg. Aber ich habe halt... Die Story ist mir von solchen Spielen egal. Ich weiß sie auch nicht. Ich weiß die Story nicht von irgendwie Black Ops 1 weiß ich nicht. Von Black Ops... Ne, von Modern Warfare 2 weiß ich es noch. Von MW3 weiß ich sie nicht mehr, weil sie mir da auch egal war. Ich habe es auch nicht gespielt. Ja, deswegen auch mal. 6:0 stehe ich gerade. Schön. Ich habe gleich eine Drohne. Und... Ja, ich weiß halt einfach nicht... ich habe halt echt überhaupt keine Lust irgendwie einen Singleplayer zu spielen noch groß, weil ich den nach ein paar Stunden vergessen werde. Und ich habe jetzt nichts gegen Spiele, Hitman, Assassin's Creed und so weiter, also so Singleplayer-Spiele, die auch einen Multiplayer haben, aber da spiele ich halt die Spiele wegen dem Singleplayer und nicht wegen Multiplayer. Ja, wie es zum Beispiel bei jedem COD-Teil ist. Ich glaube, die wenigsten spielen, oder sehr wenige spielen COD wegen der guten Story. Ich muss sagen, die Story von COD ist schon wirklich immer gut, ja, ist immer gut und also ich kann nichts gegen Story von COD-Spielen sagen, ist immer schön actionreich und so weiter, schön Film-actionreich, aber ich will es halt nicht spielen, weil ich keine Lust drauf habe. Ich habe ja, sozusagen keine Zeit für sowas. Ich will halt ein Spiel spielen, wo mich fesselt, ja. AC3 hat mich gefesselt. Gears of War 3 zum Beispiel, das spiele ich auch bloß wegen Multiplayer, wenn ich es spiele wirklich. Und ja, ich finde es einfach in der Zeit jetzt heute ein bisschen, ja, überflüssig nicht. Nein, mein Gott, Singleplayer ist schön und so, aber ich brauche ihn halt nicht wirklich. Also ich persönlich brauche ihn wirklich nicht, weil ich einfach mir denke, ja, brauche ich nicht, ne. Und brauche ich nicht, will ich nicht haben, ja. Schon mal gesehen. So, jetzt bin ich endlich gestorben. Nach 8 Kills endlich mal gestorben. Mein Gott. Und ich weiß nicht. Also, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr einen Singleplayer braucht, ob ihr den auch spielt bei jedem COD-Teil. Ich habe auch den Battlefield 3 Singleplayer nicht gespielt. Ich habe die ersten 2 Missionen angeschaut und das war's. Ja, also wirklich nix eigentlich vom Singleplayer, weil, ja, die Lust ist einfach weg, ja. Früher war es noch anders, früher gab es eigentlich bloß Singleplayer-Spiele und eben Koop zu zweit an einer Konsole oder zu dritt oder zu viert mit dem Nintendo 64, hey, schön waren das Zeiten. Oder PS1, PS2, das war cool, ja. Oh, Champions of Nora, das war episch. Aber solche Sachen halt, die gibt's halt heute nicht mehr. Heute wird meiner Meinung nach sehr viel Wert gelegt auf den Multiplayer. Und
Es gibt super Singleplayer, kein Ding. Ja, actionreich sind sie und alles mögliche, aber sie, ja, hauen mich halt echt überhaupt nicht mehr um. Und bevor ich halt irgendwie 6, 7, 8 Stunden, wenn es so lang noch sein soll, mich hinhocke und einen Singleplayer spiele, spiele ich lieber in der Zeit den Multiplayer von dem Spiel, muss ich wirklich sagen. Das lohnt sich für mich, finde ich, mehr, ja. Weil, ja, ich habe halt echt null Bock anscheinend auf Singleplayer jetzt, wenn auch Battlefield 4 rauskommt dieses Jahr, oder irgendein anderes Spiel von DICE, von EA, dann, ich würde den Singleplayer nicht spielen. Ich habe ihn gespielt in Bad Company 2, da war er echt gut, aber sonst, also, ich weiß nicht, das lässt irgendwie nach, ey. Bei solchen Spielen habe ich echt null Bock auf, Entschuldigung, ja, da habe ich echt null Bock irgendwie auf, Singleplayer. Ich weiß nicht, warum, aber auf jeden Fall ist es so, ich schaff dich noch. Ach, hab's aber eingenommen noch. Ja, wunderbar. Und ja, also mich würde interessieren, ob ihr noch den Singleplayer spielt oder nicht. Und wenn ihr den noch spielt, ja, warum ihr den noch spielt. Ob's ja aus Spaß macht, also ob's aus Spaß ist jetzt, weil ich habe halt nicht so viel Spaß am Singleplayer jetzt mal. Mit einem Kumpel zusammen, ja gerne, aber alleine? Nee, Singleplayer, nein. Ja, da bin ich halt ein bisschen, weiß ich nicht, faul kann man nicht sagen. Ich bin halt jetzt einfach lustlos. Ich habe keine Lust mehr. Ja, weil die Singleplayer meiner Meinung nach für mich bieten sie mir nichts. Ich will Spaß haben. Was ist das für ein geiles Flugzeug hier? Fuck. Ich will Spaß haben und ich habe schon ein bisschen Spaß, also ein bisschen ist schon drin, ne? Aber man wird halt oft enttäuscht, man sucht stundenlang, wann geht's endlich los? Oh mein Gott, das ist mir egal, das ist langweilig, oh, das will ich nicht spielen und so weiter. Ja, kennt man ja. Und Homefront zum Beispiel war enttäuscht. Ich habe 2 Stunden gebraucht für einen Singleplayer. 2 Stunden für einen Singleplayer. Ja, lächerlich. Oh Gott, Donkey Kong 64. Ich hab's heute noch nicht durch. Nach 15 Jahren habe ich Donkey Kong immer noch nicht durch, ja. Da hat man ja nach 20 Stunden, glaube ich, mal 5% oder so erst. Also, episch, ja. Sowas ist geil. Und ja, vielleicht brauchen sie oder sagen sie, ich weiß nicht, was sie machen im Singleplayer. Ich finde ihn schon schön. Bei alten Spielen, bei neuen Spielen ist er mir völlig egal. Bei Multiplayer-Spielen. Ja, es ist dabei, ja, ist gut, nee, aber das war's auch schon. Ja, und bevor ich mich noch ungefähr 22 Mal wiederhole, würde ich mal sagen, mit dem nächsten Tod geht's auch vorbei. Die Aufnahme ist zu Ende. Ach ja, was war denn jetzt das für ein Spider-Man-Move? Ach, ist mir egal. Und, ja, ich würde gern eure Meinung hören zum Thema Singleplayer-Spiele. Gut, schlecht, ja, nein, warum? Und, ja, genau. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, ne?